Mit diesem EV6 GT will Kia ein Statement setzen, am Ziel als für ein elektrisches Imagegefähr auf die Straße zu stellen, das die direkte Konkurrenz an puncto Leistung ein bisschen an den Schild stellt. An einen gewissen dynamischen Vortalent mit alltäglichem Komfort sowie auch mit einer angepassten Langstreckenautonomie verbindet. Für ein paar Jahre war Kia nach einer Marke, die zum Bauch vom Automobilgeschäft mitgelaufen ist. Aber in den letzten Jahren konnte Kia sich mit vielen interessanten Modellen, flottem Design und proper Technik bemerkbar machen. Und hat sich auch so zu den härtesten Konkurrenten für den europäischen Markt entwickelt. Wir wollen noch mit dem neuen EV6 GT auch ein Statement setzen und damit Welcome an der Automotorshow. Optisch baut Kia sein Topmodell, den 4,70 Meter langen EV6 GT, deutlich aggressiv, so als ungewinnten Hochleistungs-Crossover. Die Änderungen zu seinem mit zivilen Bruder, dem EV6, kommen schon dezent rüber. Obschon das Basismodell, den EV6, mit einem aggressiven, feuchten Deel, einer flachen Linie vom Dach, sowie dem höchsten auffälligen Lichtbau optisch schon ziemlich extrovertiert auftritt, hat sich Kia bei der Sportversion dem GT mit weiterem Sportschmink zurückgehalten. 21 Zoll Aluräder, a sportlichem Design, neon-gel Bremssäulen, ein mehr stark akzentuierte Kapo sowie dezent modifiziert feucht an höchsten Jeep, inklusive einem markanten Diffuser, rennen auch dem sportlichen Image auf. Am Interieur setzt Kia auf hochwertig Recyclingmaterial und veganes Leder, was den Interiordesign auch sportlich und futuristisch rüberbringt. Ein gut Arbeit, wobei Koreaner am ewigen Teil von den Tierenverkleidung die schnöden, harte Plastik nicht weggelassen haben. An der Länge die viele Pianoslack, die sich auf Dauer für Kratzer und Stützfänger auffällig macht. Dazu verschönert ein Streifenmotiv den Tableau de Bord mit der Mittelkonsole. Zwei große Ekrane, die dem Chauffeur auch bald alle Informationen liefern, sind so ohne Unterbrechung markant mit verbunden. Viele schlaue Details machen das Leben über dem Fahren schon agreeabel. So bieten die feuchten Leder-Sportsitzer eine Position für sich zu holen an, aber mit dem kleinen Nachteil, dass es lang dauert, für die agreeable Sitzposition angestellt zu haben, weil Kia bei seinem EV6 GT auf eine elektrische Sitzausstellung verzichtet. Was einerseits auch auffällt, als die gross offene Platz, ein Radstand von 2,90 Meter, machen dadurch möglich, dass Passagiere fair an Hannen dran und Komfort nicht zu kurz kommen. Aber bitte noch Hannen dran den USB-Anschluss. Ein bisschen meckern kann ich noch schon für die mehr oder schlecht Sichtverhältnisse nur alle Seiten. An die Mal passen 480 Liter Ladevolumen, gehen Sitze aus der zweiten Reihe ein oder dem anderen umgelöst, kann das Ladevolumen bis auf 1260 Liter vergrößert gehen. Am Vergleich zu seinem kleinen Bruder, dem EV6 RWD, gouf schon in der Leistung geschafft. Und das lädt für alle höchsten Motto vom GT, den 60% mehr stark abgepumpelt gouf wie den höchsten Antrieb vom EV6 RWD. Auf der vierten Achse vom EV6 GT dreht der Synchronmotor mit 218 PS und auf der hintersten Achse gehen die zwei Räder mit 367 PS an der Makadam gekraut. Diesen Heckachsenmotor hilft Kia auch mit neuen Spezialdelen, wobei ein Teil von der Spul an Terpin-Technologie gewickelt ist und natürlich gekillt wird, was die Leistungsverluste minimisiert und der Motor noch viel mehr reagieren lässt. Einerseits aber auch die Gesamtleistung von 585 PS, umgerechnet 430 kW und 740 Nm, mehr gleichmäßig auf den 4 Rädern verdelen kann. Den EV6 GT Allradantrieb beschleunigt über seine Automatik an nur 3,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h und seine maximale Vitesse liegt bei 260 km/h. Soweit Theorie, aber an der Praxis ist der Schlüssel zur maximalen Dynamik der spezielle GT-Modus, den über den neonfarbigen Druckknopf im Sportsvolant aktiviert wird. Und als das geschieht, Herr Witzke, Herr Kapitän, muss ich schon Ziegeln am Grab haben und sich bestenfalls an den Sitzmobiliar drücken lassen. Und trotzdem seiner enormer Kraft führt sich diesen Topmodell, den EV6 GT, mehr kultiviert, wie ihn sich das vorgestellt wird.
Schon an de Vormodussen Eco normal a Sport ginn durch sein sportliches Konzept an segem niedrigen Schwerpunkt unerwünschte Bewegungen von der Karosserie ënnerbonnen. Der GT-Modus wählt für die Elektromotoren, Bremsen, Steuerung, Amortiseuren, Sperrdifferential an das elektronische Stabilitätsprogramm die jeweilig dynamische Ausstellung Sport oder Sport Plus. Für auch eng möglichst eng Verbindung zum Makadam zu kreieren, lässt das Stabilitätsprogramm am GT-Modus auch mehr Radschlupf zu. Der Chauffeur kann diesen Modus auch komplett ausschalten, wenn mehr ein hohes Potenzial und Übersteuerung erwünscht ist. Er kann sogar nach einem Schritt weiter gehen und die Übersteuerung ganz bewusst provozieren, indem man einen Spezial-Driftmodus aktiviert und damit geht ein grosser Teil von der Antriebskraft bald bis zu 100% auf die hintersten Räder gelöst. Und das Durchsprechverhalten bei hoher Vitesse nachher verbessert. Damit der erste Kia EV6 GT bis zu einem Ioniq 5N oder einem Ioniq 6N das stärkste Sprintmodell an der ganzen Hyundai-Gruppe, zu der auch Kia gehört. Laut WLTP kombinierten Zyklus kann den EV6 GT bis zu 420 km zurücklegen. Er soll auch an 18 Minuten und einer entsprechend leistungsstarker Schnellladestation von 0 auf 80% Leistung abladen. Natürlich nutzt diesen SUV-Topmodell auch wie alle anderen EV6-Varianten die 800-Volt-Technologie. Laut Kia steht der Verbrauch bei 20 Kilowattstunden auf 100 km, da der Leistung noch ein normaler niedriger Verbrauch soll sein. Klemmt den aber mal ein paar Mal richtig auf Gaspedal, aber bewegt sich eine längere Zeit, wie zum Beispiel auf der Autobahn, ziehen seine elektrischen Motoren auf bald das Doppelte durch Strom aus dem Akku. An die no WLTP ugesetzten Autonomie vom 77,4 Kilowattstunden Akku ist an dem Fall nicht mitzurechnen. Beim EV6 GT Gewichtmengen hat Kia sein Ziel erreicht. Und das mit einem Gefühl, das dem elektrischen Image auf der Straße auch gerecht wird. Den EV6 GT stellt durch die direkte Konkurrenz an puncto Leistung an der Schied und sorgt doch dafür, dass das gewisse Talent mit dem alltäglichen Komfort sowie auch das perfekte Fahren am alltäglichen Straßenverkehr zu ihm passen.